Nee, Boxen interessiert mich nicht. In 30er Jahren in New York, also dunkel erinnere ich mich, das war ein ganz bedeutender Boxkampf von Max Schmeling. Jetzt ist wohl schon länger kein Krieg mehr gewesen. Na, das wird ja Zeit, dass sie mal wieder Krieg machen. Aber mich haben sie nachher zum Rechnungsführer gemacht. Da musste ich mich um alles Mögliche kümmern. War eine ganz schöne Verantwortung. Nicht nur um Verpflegung, sondern auch um Bekleidung und alles. Ich war ja bis zum Kaukasus. Da waren wir am weitesten weg von Magdeburg, 3000 Kilometer. Ich hatte nur einen Trabant, keinen Mercedes und wie die alle heißen. Und meine Mutter, die hatte ja keine Beschäftigung, von der sie leben konnte. Für mich hat sie Waisenrente gekriegt, weil mein Vater ja schon lange tot war. Naja, das ist bloß nebenbei. Und darum bin ich ganz früh in eine Lehre gegangen. Ich habe bloß 7,5 Jahre die Volksschule besucht. Und da wollte ich so schnell wie möglich ein bisschen Geld verdienen und habe alles mögliche. Und ich habe ja auch vor allen Dingen noch ein Studium gemacht. Was das für ein Tier ist? Ja, ist das ein Löwe? Aber es ist wohl ein Bär. Das ist eine protestantische, eine lutheranische Kirche. Aber eine ganz große. Oh, habe ich da einen großen Prospekt mitgekriegt. Polnische Küche heißt das auf Deutsch. Kuchnia, das ist nämlich auch Russisch. Weil ich ein bisschen Russisch kann, darum weiß ich das. Kuchnia. Und das sind aber hier, das wird dich interessieren. Die schönen Karten, die ich alle gekauft habe. Wie heißt sie gleich? Die Schneekoppe hier. Und das ist hier die Villa von Gerd Hauptmann. Da sind wir drin gewesen. Hier habe ich neulich hier im Fernsehen die Trauung von einem Enkel der englischen Königin jetzt aufgenommen. Das ist hier in Westminster Abbey, in der Kirche da. Der hat so eine große Paradeuniform. Und das ist der Kronprinz, also der Prinz of Wales. Habe ich mal so rauskristallisiert, damit das schneller geht. Und hier sind polnische Kinder. Die haben da so einen Ausflug gemacht. Die habe ich geknipst, ja. Aber die haben nicht, die man so annimmt, Schlitzaugen, sondern die haben genau solche Augen wie wir auch. Das kann natürlich sein, dass die auch solche Nägel und sowas haben, ja. Je länger ich lebe, umso älter werde ich, ja. Das geht doch jedem Menschen so, der am Leben bleibt. Wer nicht am Leben bleibt, der wird dann nicht älter. Naja, wenn man älter wird, dann friert man, ja. Ich habe ja früher auch immer geschwitzt, woanders. Darum muss ich immer sehen, dass es, also mindestens in meiner eigenen Wohnung, dass es da warm genug ist, ja. Na ja, meinst du, ich habe mit 14 Jahren, ich hatte kaum 14. Geburtstag, da habe ich eine 3-jährige Lehre als Versicherungskaufmann angefangen. Hast du ein bisschen Geld, um mir was zurückzugeben? Das ist natürlich dumm. Da geh mal rüber zu meiner Nachbarin, die ist vor ein paar Tagen ausgezogen. Und da sind jetzt Männer, die kramen dann noch den Rest. Ja, ich hatte noch ein Stück Kuchen von gestern, die andere Hälfte schon gegessen. Das heißt, ich habe noch einen 50-Euro-Schein, weil ich ihr 100 von der Sparkasse geholt habe. Na, mein Sohn, der wird mich wohl nicht zum Mittagessen holen. Das glaube ich nicht. Auch mit mir brauchst du nicht zu machen. Ich bin doch ein alter Knopf. Ist das deine Brille? Die sieht aus wie meine. Nee, warte mal, ich muss mir die Haare mal ein bisschen sortieren. Nach Geschmack und Farbe. Ist das deine Jacke hier oder meine? Woher weißt du das? Die gehört dir gar nicht. Naja, ich habe ja bloß dumm gefragt. Du sag mal, rasieren tust du dich gar nicht mehr, ne? Warum denn nicht? Also soll ich mich auch nicht mehr rasieren? Ja. Wenn ich mal ganz hohen Besuch kriege, so wie dich. Ja, heute habe ich weiter kein Geld, bloß den 50-Markschein. Oder 50 Rubel, ja, heißt das jetzt.
Ja, wir haben noch russische Besatzung. Ach nee, die sind wohl schon weg, ja, die Russen. Und als ich zur Arbeit gegangen bin, da hat mich der immer angekriegt, Kamerad Papyrossi. Der wollte immer eine Zigarette von mir haben, armes Schwein. Hoch auf dem gelben Baum. Ich habe sowieso nie besonders gut singen können. Ich bin ein ganz alter Mann, der kann nicht mehr richtig singen. Ich meine, ich habe hier eine anständige Wohnung im Augenblick und kann sie auch noch bis jetzt bezahlen, wenn sie meine Rente nicht kürzen oder mir wegnehmen einfach. Das kann ich dir einfach jetzt nicht sagen. Ich mache keine Experimente jetzt. Ja, das kann passieren. Oh, hier kann ich meine Haare schön mitkämmen. So eine Lausehake nehme ich nicht. Da können ja keine Läuse reinkommen. Ach so, die Mairine schon seit 1924, so alt ist die schon, ja? Hält die sich so lange? Warst du schon mal in Tilsit, wo der Käse her ist? Naja, das ist doch nicht verkehrt, sich mal satt zu essen, ja? Zu trinken haben wir gar nicht. Muss ich mir erst mal überlegen. Schnaps und Bier habe ich nicht. Sind denn du im Dunkeln nach Hause? Und du hast eine Taschenlampe mit dir. Und in den 40er Jahren haben die Engländer und Amerikaner Hamburg furchtbar bombardiert, mehrere Tage und Nächte hintereinander. Da hat zigtausend Tote gegeben. Für den großen russischen Maler Repin gewesen. Da habe ich noch im Omnibus, da sind wir Omnibus gefahren, da haben die Leute gedacht, ich bin ein Russe. Und da haben mir mehrere russische Leute Geld in die Hand gedrückt und das habe ich dann da reingeworfen. Mit 20 Jahren bin ich eingezogen worden und musste 6 Jahre dienen. Und da konnten wir überhaupt nichts machen. Da hatten wir kein Geld. Mein Vater war tot. Der ist schon 31 gestorben. Ganz plötzlich an Schlaganfall. Und da ging es uns ganz schlecht. Und was habe ich nebenbei gemacht? Stühle geflochten für andere Leute. Bin ich rumgelaufen und habe gefragt, ob sie Stühle zum Flechten geben können. Aber das habe ich gelernt. Habe ich mir beigebracht allein. Willst du noch was trinken, musst du dir was eingießen, aber mir nicht. Du reißt da keine Seiten raus und maler da nicht mit einem Bleistift oder mit einem Kugelschreiber drin herum. Oh, haben die sich angestrengt, ja? Haben die eine Menge Geld dafür ausgegeben. Eine ehemalige Kollegin hat mir hier einen Osterhasen geschickt. Oh, bin ich reich beschenkt worden. Da bin ich extra zur Volksstimme. In meiner Volksstimme war das dummerweise nicht drin. Und die hatten gerade noch eine Zeitung vom Montag und haben mir die geschenkt. Pass mal auf, hier nicht weit ist doch Penny. Geh mal schnell hin und hol mal Schlagsahne. Da hast du vor allen Dingen den Kuchen her. Nicht von Penny, sondern von dem Bäcker, der bei Penny ist. Und das hat mir auch nichts ausgemacht. Ich bin mit 2 Sesselliften da so weit raufgefahren. Und die Sessellifte, die fahren ununterbrochen. Die halten überhaupt nicht. Wer da mitfahren will, der muss sich da hinstellen. Die fahren ja nicht so schnell. Und dann muss man sich da so hinstellen, dass man genau auf das Gestell kommt. Das ist bloß ein Gestell. Und die sind nach Argentinien ausgewandert, nach Buenos Aires. Und als in Deutschland die Juden verfolgt wurden und überhaupt die Nazis geherrscht haben, da haben die Argentinier die Deutschen rausgeschmissen aus Argentinien. Der Mann, der ist mit mir mitten in der Nacht zur Reeperbahn gegangen, Interesse halber. Aber mich hat das gar nicht interessiert. Haben wir uns zweimal getroffen, nach dem zweiten Mal hat sie dann geschrieben, sie möchte sich mit mir nicht wieder treffen irgendwie. Meine Mutter hat Wohlfahrtsunterstützung gekriegt und ich habe schon ein halbes Jahr früher als alle anderen in meiner Volksschulklasse aufgehört. Habe ich eine Genehmigung gekriegt vom Stadtrat
weil ich gut war und habe eine Lehre angefangen bei einer Versicherungsgesellschaft. Und den habe ich in der letzten Zeit fast jeden Tag im Pflegeheim besucht. Und als ich das letzte Mal hinkam und gehe an sein Bett, da liegt er halb überm Bett. Und da habe ich es mit der Angst gekriegt. Und ich habe dem die Hand gegeben und angesprochen und der hat gar nicht reagiert. Und da war der nämlich schon tot, als ich da ins Zimmer kam und habe dem die Hand gegeben. Das sind tolle Tiere, die Pinguine. Die kamen dann so angeschwommen. Wo die da sind, das ist alles dunkel. Aber sie selbst werden angestrahlt, ja. Wer hat denn das gemalt? Adolf Hitler? Na, ich weiß nicht, wann der kommt. Ich gucke keinen Sandmann mehr. Der wohnt ja mehrere, ich glaube 500 Kilometer weit weg. Ach, wer kommt denn da? Das ist sicher die Kriminalpolizei mit dem Auto. Waren wir in Madrid und waren wir im Königspalast von Madrid. Und dann noch eine neue Gemäldegalerie. Aber Leningrad ist ja eine interessante Stadt, ja. Aber Lenin lassen sie doch noch leben, ja. Also als Leichnam, ja. Weil er mausetot ist, darum, ja. Darum heißt das Mausoleum, ja. Kennst du die Nordsee? Die liegt im Norden. Und die Südsee, die liegt im Süden. Womit hast du dich heute ernährt? Ich muss mal sehen, ob ich dir eine Schmalzstulle anbieten kann. Aber du isst ja kein Schmalz, nee. Und ich habe auch gar keins. Jetzt ist es doch nur schon stockfinster draußen. Wie findest du wieder nach Hause? Also ich kann dich nicht bringen. Die Tischdecke ist schon mehrmals gewaschen, aber die Flecke gehen nicht raus. Guck mal, ich habe dir ein Weltgeschichtsbuch hingelegt. Das habe ich aus Versehen doppelt gekauft. Kannst du das gebrauchen? Und die fahren morgen 2 Tage weg nach Berlin. Aber was sie da machen, haben sie nicht gesagt und ich habe auch nicht danach gefragt. Na, ich war mal zum Weilbecker Platz zum Bäcker und dann anschließend zur Sparkasse und das war's dann. Ja, warte mal, was haben wir morgen? Morgen haben wir Freitag, ja? So, und am Wochenende bin ich dann ganz allein. Ach so, ich will mal noch die Nachrichten vom MDR sehen. Und der ist dann nachher Bademeister geworden. Und da hatte er sehr gute Zeugnisse gekriegt. Der hat so ja die kaiserliche Familie betreut. Mein Vater ist ja schon sehr früh gestorben, da war ich erst 10 Jahre alt. Und das Geld müssen sie abliefern beim Wohlfahrtsamt. Das dürfen sie nicht behalten. Steht immer in der Zeitung, dass das verboten ist. Die ist doch viel zur Kirche gegangen, ja? Weil die Pastorin aufgehört hat, was? Naja, so hat man seine Erinnerungen. Naja, ich kriege alle 3-4 Wochen mal eine ältere Frau, die mir hier im Haushalt etwas hilft, sauber machen, ja. Nimm man das Ding hier mit. Das ist hier wohl eine Höllenmaschine, was? Falls ich mal wieder Rente bekommen habe, dann muss ich mal wieder zum Friseur. Eine schöne Tagessache, ich habe genug gekriegt an Rente.